Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, zum 33. Bundesligaspieltag 1:3 zu Hause verloren gegen RB Leipzig. Damit die Meisterschaft verspielt. Ja, auch wenn wir noch einen Punkt vor Dortmund sind und Dortmund morgen noch in Augsburg spielen muss und da gewinnen muss, aber machen wir uns nichts vor, Augsburg ist auch durch. Und ja, ich meine, wir haben die letzten Spiele der Dortmunder gesehen, zumindest vom Ergebnis her waren das klare Dinger und ich glaube, wir haben den Dortmundern jetzt diese Saison so viele Vorlagen gegeben, dass sie jetzt endlich nutzen werden. Ja. Ich habe das schon vor 6 Wochen gesagt, dass für mich die Meisterschaft durch ist. Wenn man die Leistungen dann gesehen hat mit dem Spiel in Mainz und dann jetzt, ja, okay, gegen Schalke war es einigermaßen okay. Aber der Schalke ist auch nicht wirklich ein Maßstab. Aber kommen wir mal zum heutigen Spiel. Ja, die ersten 30 Minuten waren ordentlich. Jetzt nicht überragend, wie ich finde, in einem Heimspiel. Kann man da noch einen Tacken mehr geben, wie ich finde. Publikum war bärenstark. Erste Halbzeit hat uns wirklich, also hat die Mannschaft vollkommen unterstützt, ohne Wenn und aber auch das gesamte Stadion, nicht nur die Südkurve diesmal. Dass man gegen Leipzig jetzt nicht mit letzten Willen irgendwie nach vorne reinrennt, war auch klar. Ja, wobei man sagen muss, Leipzig war nicht gut die ersten 30 Minuten. Hat eigentlich, also man hat das Gefühl, Leipzigs Taktik war so, komm, wir halten mal die Null. Damit sind wir zufrieden mit dem Punkt hier in München. Und bei uns war so, ja, wir gucken mal, wie es geht. Und es ging ganz gut, wir kamen ganz gut rein. Aber jetzt auch nicht überragend irgendwie. Ja, wir haben uns 2, 3 Chancen rausgespielt, keine Frage. Wir waren die bessere Mannschaft, erste halbe Stunde. Wir haben das Tor gemacht in der 25. Minute und danach war wieder so, ach ja, wisst ihr was? Wir haben jetzt ein Tor geschossen. Passt schon. Gehen wir heim, gehen wir heim, trinken Bier, essen ein Brezel und gut ist. So, und das haben wir durchgezogen bis zur 90. Minute. Das fasst das Spiel eigentlich am besten zusammen. Ja, man hat wieder keinerlei Gegenwehr gezeigt, keinerlei Gefühl gehabt, dass da jemand auf dem Platz ist, der weiß, es geht um die deutsche Meisterschaft. Keinerlei Gegenwehr, man hat sich wieder mal einfach ergeben. Ja, einfach wieder dieses Monotone, ohne irgendwelche Ausschläge. Beste Beispiele an Spielern auf dem Platz, Goretzka, Kimmich. Hier. Müller. Alles eine Linie, egal. Drauf geschissen. So wirst du kein Meister. Und so hast du es auch, und du hast es auch nicht verdient, dieses Jahr Meister zu werden. Punkt. Hast du nicht. Ja? Fertig. Da gibt's nichts. Keine zwei Meinungen, wenn man FC Bayern-Fan ist. Sag ich euch, wie ich's denke. Die Leistung die letzten Wochen, Monate, die Rückrunde waren unterirdisch schlecht. Das Einzige, wo man sich zusammengerissen hat, war, wenn es in der Champions League ging. Ansonsten alles, was Bundesliga war, vielleicht Dortmund noch dabei, aber ansonsten alles, was Bundesliga war, war unterirdisch. Wirklich unterirdisch. Ja, klar, wir können das Schalke-Spiel stark reden. Wir können das Spiel davor ein bisschen stark reden. Aber das ist doch nicht unser Niveau und nicht unser Anspruch, Leute. Ja? Es ist völlig okay, dass wir diese Saison mal keinen Titel holen. Ich denke, das tut uns gut, was jetzt nochmal richtig knallen wird im Verein. Und das muss sein. Es muss jetzt ein reinigender Prozess her. Ich habe gelesen, Barca ist an Kimmich interessiert, Madrid auch und wer nicht alles, tschüss. Pack den Gnabry mit ein, nimm den Sané an der Hand, den Leon packst du im Koffer und der Mané fährt euch hin. Dann sind wir 5 Spieler los und dann ist doch alles gut. Ja, dann haben wir 240 Millionen und dann können wir mal ein bisschen was einkaufen. Ja, das ist, was ich sehe. Aber gut, bevor wir da reingehen, bevor wir die Saison abschließen, es ist noch ein Spiel, dann werden wir ein Saisonabschlussvideo machen. Da werde ich bestimmt ein Stündchen vor mich hin monologisieren, aber kommen wir erstmal auf das Spiel zurück. Wie gesagt, erste halbe Stunde war es echt okay, auch wenn so der letzte Touch ein bisschen gefehlt hat, wie ich fand, aber wir haben ganz gut reingefunden, waren die bessere Mannschaft, weil Leipzig uns auch gelassen hat.
Gerade wenn man gesehen hat, wie schwach ein Goretzka war, auch von der ersten Minute an. Aber da kommen wir gleich mal drauf, wenn wir auf die Spieler drauf eingehen. Ja, wie gesagt, wir haben das Tor gemacht und haben uns dann, ob geplant oder nicht, das weiß ich nicht. Da müssten wir mal unseren Trainer fragen. Vielleicht wird das in der Pressekonferenz angesprochen. Ich weiß es nicht. Wir haben uns dann 30 Meter zurückgezogen. Ja, wir haben vorher noch gepresst. Wir haben Leipzig angelaufen. Danach haben wir Leipzig kommen lassen und haben uns 30 Meter zurückgezogen. Die gesamte Mannschaft hat sich 30 Meter zurückgezogen. Und das ist natürlich das verkehrte Zeichen. Wir spielen zu Hause, Leute. Auswärts würde ich sagen, okay, du hast das Tor gemacht, der Gegner muss kommen, muss Gas geben, du setzt auf Konter. Kann ich nachvollziehen, aber wir haben es 30 Minuten im Griff gehabt. Mit dem, wie wir es gespielt haben. Und dann sagen wir, ach ja, komm, wir haben jetzt ein Tor gemacht, wir ziehen uns 30 Meter zurück. Für was? Kräfte schon? Für was? Ja, Leipzig war am Boden. Wir hätten nur das dritte nachlegen müssen. Wir haben es aus der Hand gegeben. Wir haben Leipzig dann die Räume gegeben, wir haben Leipzig den Ballbesitz gegeben, dass Leipzig besser ins Spiel kam. Leipzig hat dann 3 dicke Dinger gehabt, die wir noch abwehren konnten. Konnten uns in die Halbzeit retten mit dem 1:0 und da hätte doch noch mal richtig Feuer kommen müssen. Da musste die Jungs noch mal heiß machen. Hättest du vielleicht auch mal Zeichen setzen müssen, indem du mal die ganzen Ballerbieren auswechselst, die einfach schlecht gespielt haben. Ein Goretzka war unterirdisch in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit. Ein Gnabry war auch unterirdisch. Ja, er hat das Tor geschossen. Ja, das war alles, was du gesehen hast von Gnabry. Ja, wenn er jetzt ein Neuner wäre, würde ich sagen, alles gut. Ist ein typischer Neuner, der hat das Tor gemacht, alles gut. Nein, er ist aber ein Außenbahnspieler, der auch mit nach hinten zu arbeiten hat, was er null getan hat. Er war teilweise behäbig, hatte keinen Bock in den Zweikämpfen. Das kannst du auf dieser Posi nicht bringen. Das kannst du vorne als Neuner machen, da tut das nicht so weh. Da bin ich dabei. Dann war Müller auf den 9, das war wieder verschenkt. Ich verstehe es auch nicht, warum man das wieder ausprobiert. Das ist nicht Müllers Stärke. So. Es ist nicht Müllers Stärke, auf der 9 zu spielen. Da ist er einfach auch verschenkt. Trotzdem hat es Müller noch ganz gut gemacht, die ersten 25 Minuten. Zweite Halbzeit hast du von Müller 0. Absolut 0 gesehen, weil er nur in der Luft hing. Punkt. Gar nichts. Nothing. Ja, dann hat man nicht die Eier an Tell zu bringen. Das Thema habe ich die letzten Wochen schon 101 Mal aufgemacht. Dann war in den Kommentaren immer, ja, aber der Junge hat dann so einen Druck und das können wir doch nicht machen und so. Ja, aber dann bringe ich ihn bei 1:3 oder was, 1:2 noch, 1:2 glaube ich, dann bringe ich ihn rein als Stürmer. Dann soll er das Spiel rumreißen. Dann hat er keinen Druck oder was? Diese Ausrede ist halt Schwachsinn, ja. Wie gesagt, Müller war heute verschenkt. Er ist kein Neuner, Punkt. Stellen Tell dahin, was hast du zu verlieren? Packen Müller dahinter oder meinetwegen stellen Gnabry vorne wieder auf den 9, da kann er nicht so viel kaputt machen. Dann ist doch alles gut. Aber dass man das dann wegen 2 Sechsern so umbaut, dass wir heute mit 2 Sechsern gespielt haben, hast du eigentlich nicht gemerkt. Ja, sind wir mal ehrlich. Ganz selten, ja, zwischendurch waren sie auf einer Höhe oder waren oft auf einer Höhe, aber ein Goretzka war so schwach. Goretzka wurde dann besser, gerade zweite Halbzeit war er der Bessere von den beiden. Ja, Kimmich war, was Defensive anbelangt, erste Halbzeit wie zweite Halbzeit unterirdisch schlecht. Er ist nur hinterhergelaufen, hat nicht einen defensiven Zweikampf mal gewonnen. Ja, hat ein ganz gutes Stellungsspiel gehabt, hat mal ein paar Wege zugestellt. Aber es reicht einfach nicht. Es reicht nicht, das wurde uns heute klar aufgezeigt. Ja. Und wir haben am Ende verdient 3:1 verloren. Völlig verdient haben wir 3:1 verloren und völlig verdient haben wir damit die Meisterschaft verloren. Punkt. Ja, da muss man nicht rumdiskutieren. Fertig aus. Ja, dass es dann 2 Elfmeter waren. Der erste Elfer war unstrittig. Da müssen wir uns nichts vormachen. Keine Ahnung, was ein Pavard da geritten hat. Ich meine, Pavard ist immer gut für so ein Revanche-Ding, aber macht das doch dann nicht im 16er. Ja. Oder auch nicht außerhalb, zentral, wäre es ja dann auch noch gewesen. Das zweite Ding, ja, I don't know, hat zu der Leistung von Mazraoui gepasst. Ich denke, die Diskussion in den Social Media wird ihn ein bisschen beeinflusst haben. Ist am Ende des Tages selber schuld, wer solche Äußerungen trifft. Hat kein gutes Spiel gemacht. Ja, wirklich nicht. Ob man den Elfer geben muss, I don't know, weiß ich nicht. Ja, die Hand war irgendwie am Körper, ein Tacken weg vom Körper.
weiß ich nicht, ob man den Elfer geben muss. Sei dahingestellt, es hätte nichts geändert. Wir wären auch nach dem 1-2 nicht zurückgekommen. Man hat es gesehen, nach dem 1-1 war schon Ende. Ja. Wir waren die ganze zweite Halbzeit nicht da. Wir haben uns nicht gewehrt. Das Tor war absehbar von Leipzig. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir haben uns nicht gewehrt. 0. Einfach 0. Es ist kein Ruck durch die Mannschaft gegangen, gar nichts. Keine Impulse, weder von Müller, von sonst wen. Einfach keiner auf dem Platz, der da irgendwelche Impulse setzt. Und mal die Spieler, der einfach mal hingeht zu den anderen Spielern und vielleicht nochmal versucht, irgendwie anzupushen. Gibt's nicht bei uns. Gibt es nicht. Es muss jetzt einfach ein Cut her in der Mannschaft. Ja. Aber wie gesagt, bleiben erstmal bei dem Spiel. Nochmal zusammengefasst, wir haben ganz gute 30 Minuten gehabt, haben das Spiel dann freiwillig aus der Hand gegeben, warum auch immer, keine Ahnung, ob auf Anweisung des Trainers oder ich weiß nicht, oder ob die Mannschaft, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Es war unnötig und dann am Ende haben wir zu Recht verloren. Also es hat nur Leipzig gespielt. Es hat nur noch Leipzig gespielt nach 30 Minuten. Wir haben 30 Minuten Fußball gespielt, 60 Minuten hat Leipzig Fußball gespielt. Und dann verlierst du 3-1, ja. Punkt. Gut. Würde ich sagen, gehen wir rein in die Statistiken. Es ist soweit, kann nicht mehr reden vor lauter Aufregung. Am Ende des Tages völlig wurscht, 60-40 Ballbesitz, Abseits 2-0, Fouls 8-11, Zweikämpfe 51-49, Schüsse aufs Tor 5-7, Schüsse insgesamt 17-14. Und erste halbe Stunde war es irgendwie Schüsse 18-0 oder sowas. Ja. So. Und dann musst du der halben Stunde musst du den Sack zumachen. Aber nochmal, wir haben mal wieder ohne Stürmer gespielt. Und dann muss man sich am Ende des Tages auch nicht wundern. Ecken 7-11, von den 7 Ecken waren alle 7 mal wieder unterirdisch schlecht. Mit dem Höhepunkt, dass eine Ecke direkt ins Tor ausgeschossen wurde. Nochmal, da muss ein Führungsspieler, ein Kimmich, der denkt, er ist der nächste FC Bayern-Kapitän, muss dann doch nach 33 Spieltagen in dieser verkackten Saison und den 34 Spieltagen in der Saison davor mal einsehen, Männer, ich kann einfach keine Ecken schießen. Punkt. Ja, er hat immer noch die erfolgreichsten Ecken, liegt einfach daran, dass wir 1 Trillion Ecken im Jahr haben. Ja? Wenn wir das mal irgendwo in der Statistik in Prozente sehen würde, so wie es der Lothar auch gesagt hat als Co-Kommentator, wir werden prozentual gesehen die schlechteste Quote haben, die es auf diesem Planeten gibt. Und das ist so. Es war nicht eine Ecke gefährlich. Gerade gegen Gegner auf Augenhöhe war schon gegen Man City so, du brauchst Standardsituationen, du musst gefährlich nach Standardsituationen sein. Sind wir nicht. 0. Und egal, wie viele Trainer da hinkommen, jeder verkackte Trainer sagt wieder, ja, Josua, du darfst alle Standards schießen, weil du das so gut kannst. Weil du so super gefährlich da drin bist. Seit 2 Jahren. Seit 2 verkackten Jahren. Hat er in seinem Scheißvertrag stehen, dass er jede verkackte Standard schießen darf? Also anders kannst du das doch nicht erklären. Anders kannst du das doch nicht erklären. Oder er hat im Vertrag stehen, wenn ich nicht pro Spiel 10 Ecken trete, müssen wir 1 Million extra zahlen. Also anders kannst du das nicht erklären. Das ist ein absoluter Witz. Ein absoluter Witz. Schüsse insgesamt: Pavard 1, Gnabry 1, Musiala 1. Torschussvorlagen: Müller 1. Gewonnene Zweikämpfe: Kimmich 9, Cancelo 7, Musiala 7. Ballkontakte 118 Kimmich, 118 von den 118 Ballkontakten waren 117 nach hinten oder quer. Cancelo 91, Pavard 83. Gefault worden, schenken wir uns, wir beruhigen uns, wir fahren runter, indem wir die Meisterschaft verspielt haben. Und gehen mal in die Einzelbenotung rein. Sommer heute, ja, erst habe ich schon mal nichts zu tun gehabt, dann hat er 3 gute Dinge abgewehrt, das was er kann, auf der Linie ist er stark, hat gute Reflexe, Weitschüsse gingen zum Glück nicht aufs Tor, also von daher war das okay. Ausspielen musste er auch nicht viel, aufbaumäßig, also war es okay, würde ich eine 3 sagen. Cancelo war auf jeden Fall der auffälligste Spieler in der ersten halben Stunde. Und auch sonst einer der Aktiven neben Coman und Musiala. So, das sind die 3 Spieler, die für mich so ein bisschen rausgestochen haben. Alles andere war hier dieses Monotone.
Wobei man sagen muss, beim De Ligt ist es ein monotones auf gutem Niveau. Bei allen anderen ein monotones im Mittelmaß. Cancelo würde ich eine 2 geben. Pavard würde ich, ja, sollen wir ihm jetzt für den Elfmeter eine Note schlechter sehen. Ansonsten hat er das gut gemacht gegen Nkunku, muss man sagen. Nkunku ist halt einfach sauschnell, hat es ordentlich gemacht. Ich sehe ihn bei einer 3-. De Ligt sehe ich bei einer 3, das war okay, hat sich mal wieder keine großen Fehler erlaubt. Mazraoui sehe ich bei einer 4, das war schwach heute. Nicht nur, weil er den Elfmeter verschuldet hat, auch vorher war es schwach. Sowohl defensiv wie offensiv war nichts heute, muss man immer ganz klar so sagen. Musiala war noch auffällig, wenn auch ein bisschen glücklos. Würde ich bei einer guten 3 sehen oder bei einer schlechten 2. Goretzka würde ich bei einer 4 sehen. Das war viel zu wenig vom Leon. Wie gesagt, zweite Halbzeit war eher der bessere Part, so in der Defensive und so ein bisschen in der Galligkeit. Hat er mir ganz gut gefallen. Aber erste Halbzeit, gerade die erste halbe Stunde, wo wir stark waren Goretzka super schwach. Also wirklich super schwach. Verstehe ich nicht, warum man dieses Risiko eingeht. Okay, ja, wir kennen die Trainingswoche nicht und bla und Sülz und gut, war dann am Ende des Tages, klugscheißen können wir alle nach dem Spiel, definitiv die verkehrte Entscheidung. Wäre vielleicht ein Grafenberg mal besser gewesen zum Start. Obwohl ein Grafenberg nach der Einwechslung auch nicht wirklich Akzente setzen konnte. Das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Coman, wie gesagt, sehe ich wie Musiala zwischen 3 und 2. Hat viel versucht. Ja, hat auch super Statistiken zur Halbzeit gehabt. Ja, komm, Coman will ich schon bei einer 2 sehen, bei einer klaren 2. Bei ihm hast du wenigstens gemerkt, dass er wollte. Ja, da hast du gesehen, er hat geackert, gemacht, getan. Auch Müller, die erste halbe Stunde hast du das gesehen. Gnabry habe ich schon gesagt. Ja, Gnabry kann froh sein, dass er das Tor gemacht hat. Ich sehe ihn trotzdem nur bei einer 4. Könnt ihr mich wieder steinigen, könnt ihr wieder sagen, Gnabry-Hater und hast ja nicht gesehen. Nein, bin ich nicht. Aber ich finde einfach, auf der Position, die er gespielt hat, können wir ihn nicht nur anhand des Tores bewerten. Wäre er ein Neuner, hätte ich gesagt, alles gut, hast ein Tor gemacht, hast sonst schlecht gespielt, kriegst eine 3, alles ist tutti, alles ist schön. Auf der Posi war es mir einfach zu lustlos, zu wenig Ehrgeiz nach hinten, wie nach vorne teilweise. Zu Larifari, so wieder so, ja, kein Bock, leck mich am Arsch Einstellung. Hat mir nicht gut gefallen. Zweite Halbzeit, ich glaube 65. oder was, war noch um Platz, irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Hatte einen defensiven Zweikampf geführt und gewonnen. Habe ich mir extra gemerkt, habe ich ihm zugute gehalten. Von daher sagen wir mal eine 4+. Kimmich war für mich auch nur eine 4. Wie gesagt, viele Ballkontakte, ja, viel quer nach hinten. Leipzig ist ihn einfach mal angelaufen, dann hat er gleich Panik gekriegt, ist rumgerannt wie ein geköpftes Huhn. Hat den Ball einfach nur quer und nach hinten gespielt, hat wieder seine komischen Diagonal- und Luftbälle gespielt, die alle nicht ankamen, die alle schlecht waren. Die Ecken waren unterirdisch schlecht, der Freistoß, den er getreten hat, war unterirdisch schlecht. Ja, hat 1-2 Mal gut vorne zugestellt, hat auch mal einen Ball erobert. Keine Frage, vergleichen wir das jetzt mal, auch wenn es ein bisschen unfair ist, aber vergleichen wir mal im direkten Duell mit Leimer, weil da war ja auch, was will Leimer in München, das ist ja kein Sechser und was kann der denn? Er hat einen Kimmich heute in die Tasche gesteckt, Leute. Der Typ ist gerannt, hat geackert. Alter, wenn ihr mal ein bisschen auf den Leimer geachtet habt, also Hut ab, genau das, was uns fehlt. Ja, genau das, was uns fehlt. Ein Spieler, der mal Leute mitreißt. Nicht mit großer Klappe oder mit großen Gesten oder sowas, einfach von der Leistung her. Ja, hat dann natürlich auch das Tor gemacht, hatte noch die Chance zum zweiten Tor. Ein absoluter Mentalitätsspieler. Ja, wenn ihr gesehen habt, auch gerade auch erste Halbzeit, wie oft ein Kimmich einfach hinterhergelaufen ist und wie lahmarschig er ist. Wie langsam er ist. Und was er für ein Verhalten in einem defensiven Zweikampf an den Tag legt. Da kann ich es nur noch mal wiederholen vom Anfang. Sollte das stimmen, dass ein FC Barcelona, Manchester City oder wer auch immer einen Kimmich haben möchte für 80 Millionen. Bitte. Bitte, geh. Nimm den Gnabry, nimm den Sané, nimm den Goretzka an die Hand. Mané, pack ihn auch noch mit ein und geht alle nach England, Spanien. Ist mir egal wohin, nur bitte verlasst diesen Verein. Alter, ihr habt einfach kein Bayern-Niveau. Ja, ihr seid konstant, unkonstant. Anders kann ich es nicht mehr sagen. Es tut mir leid. Das sind unsere deutschen Nationalspieler, mal abgesehen von Mané. Wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, ja, wir wollen immer so die besten deutschen Nationalspieler haben.
wenn das das Beste ist, was wir in der deutschen Nationalmannschaft aktuell haben, Alter, dann tut mir die deutsche Nationalmannschaft wirklich leid. Das muss man mal so knallhart sagen. Ich meine, klar, wir können jetzt wieder argumentieren, ja, WM-Form und nach Rückrunde und so. Leute, aber doch nicht 3 Monate lang. Ja, dass man nach der WM mal schwer reinkommt und so, alles gar keine Frage. Da haben wir volles Verständnis, wir sind alles Menschen, alles gut. Aber doch keine ganze Rückrunde lang. Also mal ernsthaft. Ja, vielleicht funktioniert ein Kimmich, wenn er einen starken Sechser neben ihn hat. Aber wie gesagt, Kimmich kommt von der rechten Verteidigerposition. Er war auch auf der 6 gut. Nur der Kimmich denkt sich, ja, ich spiele auf der 6, ich bin aber kein Sechser. Ich bin der Leitwolf und mach alles. Deswegen schießt er jeden verfickten Standard und schießt den wie ein E-Jugendlicher. Alter, da passt halt einfach das Anspruchsdenken. Und das, was man wirklich kann, das passt einfach nicht zusammen. Ja? Punkt. Gut. Müller sehe ich bei einer 3. Wie gesagt, Müller hat viel versucht. Gerade erste halbe Stunde war er wirklich agil und gut. Konnte danach aber keinerlei Einfluss mehr aufs Spiel nehmen. Einfach 0. Ja, weil er auf der 9 rumgetingelt ist. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Sinnfrei. Komplett Banane. Jeder, der den FC Bayern nur ein bisschen als Fan verfolgt, weiß, dass ein Müller alleine auf der 9 nicht funktioniert. So, wir haben heute wieder ohne Stürmer gespielt. Ohne verschissenen Stürmer. Obwohl einer draußen auf der Bank sitzt. Und wundern uns dann, dass wir nicht mehr wie ein Tor schießen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir nach 30 Minuten sagen, wir spielen jetzt kein Fußball mehr. Völlig richtig. Aber erinnert euch allein, welche Chancen wir da vorne noch hatten. Ja, wäre da ein Stürmer gestanden, hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor noch gemacht. Aber hätte, wäre, wenn. Hätte, Fahrradkette, interessiert am Ende des Tages nicht. Meine Meinung zu den Spielern. Grafenberg war für 20 Minuten auf dem Platz, konnte keinerlei Einfluss mehr nehmen. Die Mannschaft war tot. Die Mannschaft war tot. Nach dem 1-1 war die Mannschaft tot. Es war keinerlei Gegenwehr da. Keinerlei, wo du gemerkt hast, yo, ich komme jetzt, ich habe nochmal Bock, ich will die deutsche Meisterschaft. Nein, alles monotone Einheitsbrei. Leroy Sané, Alter, unterirdisch schlecht. Unterirdisch. Bitte, bitte, verlass diesen Verein. Freiwillig. Geh einfach. Junge, das ist eine Frechheit, so eine Leistung zu bringen, wenn man 20 Minuten rein darf, wenn es noch um die deutsche Meisterschaft geht. Mathis Tell kam in der 77. wo das Kind schon in den Brunnen gefallen war, hat dann sogar noch eine Chance gehabt, die er übrigens aufs Tor gebracht hat, was viele andere Spieler in 90 Minuten nicht geschafft haben. Ja. Aber das Fass haben wir hier bis zum Erbrechen diskutiert auf diesem Kanal, das schenken wir uns. Und dann kam noch in der 87. Upa rein, I don't know why, keine Ahnung, vielleicht um noch irgendeinen vorne reinzustellen. Aber bei 1-3 ist der Drops gelutscht. Ob du 3-3 spielst und einen Punkt holst, interessiert am Ende des Tages nicht, weil der Punkt macht keinerlei Unterschied. Spielt Dortmund unentschieden, sind wir noch vor Dortmund, gewinnt Dortmund, ist Dortmund an uns vorbei, ob wir einen Punkt geholt hätten oder nicht. Also völlig sinnfrei. Mané kam ja eigentlich auch noch aufs Feld, der steht hier gar nicht drinne. Den haben sie erst gar nicht mit eingetragen, dass er auch noch eingewechselt wurde. Haben sie glatt unterschlagen. Aber gut, sei es drum. Konnte da auch keinerlei Akzente setzen. Ja, wie gesagt, verdiente Niederlage. Wir haben uns ergeben nach dem 1. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir führen 1-0 und ergeben uns dann den Gegner. Das ist eigentlich die beste Beschreibung dieses Spiels. Wir haben das Spiel im Griff, wir schießen das 1-0 und wie ich schon am Anfang sagte, wir haben dann gedacht, jo, alles klar, Bierchen verdient, Brezel verdient, wir setzen uns im Biergarten, Feierabend für heute. So haben wir gespielt. Und das zu Hause mit Fans im Rücken, die wirklich Vollgas gegeben haben, über 60, 70 Minuten. Und zwar das gesamte Stadion, danach dann nur noch die Süd. Und dann hat man es einfach nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen, geschweige denn deutscher Meister zu werden. Was wäre das für ein Trauerspiel, wenn wir mit dieser Rückrunde, diese Leistungen, die wir gezeigt haben, deutscher Meister werden würden? Also das wäre das größte Armutszeugnis, was man in der Bundesliga dann ausstellen kann. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Es tut mir im Herzen weh,
das ist keinerlei Frage. Ich weiß, das kommt vielleicht nicht so rüber. Es tut mir im Herzen weh, dass wir kein Meister werden. Aber nochmal, aufgrund der Leistungen in der Rückrunde haben wir es einfach nicht verdient. Ja. Und Punkt. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Leute, gerne schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich gratuliere auf jeden Fall Dortmund zur deutschen Meisterschaft, auch wenn das Spiel noch aussteht gegen Augsburg. Aber ganz ehrlich, ich sag's euch jetzt mal, wie es ist. Selbst wenn Dortmund das Spiel morgen verlieren sollte, werden wir kein deutscher Meister werden. Garantiere ich euch. Wir werden in Köln nicht gewinnen. Da lege ich mich fest. Wir sind so eine... Wir haben keine Mentalität aktuell im Kader. Wir haben keine Mentalität. Ein Cancelo, der neu dabei ist, ist der unsere Mannschaft getragen hat in den ersten 30 Minuten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Kein Kimmich, kein Goretzka, keiner konnte Einfluss ausüben oder mal irgendwelche Akzente setzen. Gar nichts. Ja. Und in Köln wird uns vom Publikum die Hölle erwarten. Die Kölner werden super heiß sein. Sobald wir ein Gegentor kriegen, ist Ende bei uns. Dann ist unser Wille gebrochen. Ja. Das ist traurig, aber wir haben es heute wieder gesehen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben es in Mainz gesehen. Es gibt 20.000 andere Beispiele. Sobald wir ein Gegentor kriegen, ist unser Wille ist gebrochen. Es ist keinerlei Gegenwehr da. Keiner, der sich aufbäumt. Nichts. Ja? Von daher, wir sind durch. Die Saison ist durch, zum Glück. Abhaken. Kader auffrischen. Es ist dringend nötig. Wir haben zu viele Durchschnittsspieler, die zu viel verdienen. Da muss endlich eine neue Gehaltsstruktur rein, was super schwierig ist. Wir müssen hoffen und beten, dass es genug Investorenclubs gibt und Saudi-Clubs und Scheich-Clubs, die uns unsere satten, teuren, viel zu viel Geld verdienen Stars abnehmen, dass wir Geld haben, dass wir Gehalt einsparen, um neue, hungrige Spieler zu verpflichten. Und das Wichtigste, wir müssen dann auch die Eier haben, sie spielen zu lassen. Ja? Wenn man einen Tell und einen Grafenberg verpflichtet, muss man auch die Eier haben, erst recht, wenn die Etablierten, die da sind, so schlecht sind, wie sie waren, die Jungs auch spielen zu lassen. Und ihnen mal die Zeit zu geben, mal 3, 4 Spiele am Stück, sich mal zu zeigen. Das hat keiner von denen bekommen. Ja, und das ist sehr, sehr traurig. Und ich denke, es wird uns ein heißer Transfersommer bevorstehen. Es wird uns eine, je nachdem, welche Transfers wir tätigen, wen wir behalten, wen nicht, auch eine heiße neue Saison bevorstehen. Weil wenn wir einen Kimmich und Goretzka behalten, ist wieder dieses nicht Eier haben, wie es dieses Jahr ist. Ja, egal wen du holst, ja, ach, den stellen wir nicht auf. Wir haben ja das deutsche Traumduo im Mittelfeld. Kimmich, Goretzka, die spielen immer. Wenn die fit sind, spielen die immer. Ist egal, welche Leistung die bringen. Oder was für Ecken die schießen. Ja, geht nicht, Leute. Geht nicht. Aber wie gesagt, Thema für anderes Video. Feierabend jetzt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Haut mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Hier an der Stelle nochmal aus meiner Sicht schon mal Glückwunsch an Dortmund für die deutsche Meisterschaft. Wir haben sie dieses Jahr definitiv nicht verdient. Und das Feuer brennt dann nächstes Jahr bei mir. Unser Dollar. Es wird eine super interessante Saison werden. Ich hoffe, wir werden viele, viele neue Gesichter sehen. Einfach mal ein bisschen raus aus der Komfortzone für viele Spieler. Was eigentlich schon diese Saison hätte sein sollen, aber wo man sich nicht getraut hat. Egal welches Trainerteam da war, hat sich keines von beiden getraut, was sehr schade ist. Und ich denke, aus meiner Sicht, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil das auch so ein Thema die letzten Wochen war hier. Ja, ein Tuchel macht das nur, um jetzt noch die Meisterschaft einzufahren, will sich absichern. Ja, hat ja geklappt, wa? Hat ja geklappt, hat super geklappt. Die ganzen satten Leute mit durchzuziehen, die keine Leistung bringen. Anstatt mal auf die Jungen zu setzen, die hinten dran standen. Hat super geklappt, diese Taktik. Aber okay, wir spielen dann lieber ohne Stürmer, anstatt einen jungen Stürmer die Chance zu geben. Und dann passiert das, was passiert ist. Und das völlig zu Recht. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Regt euch nicht so auf, wie ich es innerlich tue. Ich habe es echt versucht, das hier einigermaßen ruhig runterzubringen, dieses Video. Ich könnte hier ganz anders eskalieren gerade. Was mich eigentlich super enttäuscht und super sauer macht, wie man das alles hergeschenkt hat. Nicht nur dieses Spiel, die ganze Rückrunde. Aber wie gesagt, am Ende der Saison gibt es da nochmal ein Video zu und in diesem Sinne